Wenn eine Sache gegen ihn, die zu Lützeburg und 10 andere Canes, was wäre das, was man halt mit la Concierge bekämpfen und einfach den Job von einem Künstler wirklich zu respektieren und ihn fair zu bezahlen. Du willst mehr über die Kulturszene zu Lützeburg mitkriegen? Da bist du halt richtig. Wir schwätzen mit der kreative Cap aus unserem Land und diskutieren über sämtliche Themen, mit denen sie sich befassen. Willkommen bei Kultur pur, der Podcast für einen anderen Anblick an die Kulturszene zu Lützeburg. Hosted by Ceci. Willkommen bei Kultur pur. Zu Gast haben wir den multidisziplinären Künstler Steven Cruz. Hello. Bevor wir aufhängen, geht der größte Merci natürlich raus und der Radio ARA, den die auf den Frequenzen 87,8, 102,9 und 105,2 lauschen könnt. Der Teil ist ein Podcast von Kultur.lu und lo viel Spaß beim Lauschen. Steven, du bist ein Tattoo-Artist, Gründer von La Concierge und du pendelst auch immer zwischen Lützeburg, Lissabon und Brüssel. That's a lot. Genau. Was musst du noch alles? Wow, schwer zu sagen. Also, ich kann da ein bisschen anfangen zu erklären, was ich überhaupt studiert habe, um zu verstehen, überhaupt, wie ich dazu gekommen bin, wo ich gerade stehe. Gerne. Also, ich war am Marimetier, halt an der Stadt. Und 2016 sind ich auf Lissabon geplant. Und da habe ich General Design studiert. Das war echt Grafik und Product Design. Und auch da hatte ich, also weil ich ja halt so ein bisschen schon bei Konkurren gemacht, zum Beispiel Generation Art, mir auch schon zu Lissabon hatte ich schon so bei Konkurren gemacht. Und damals 2019 hatte ich einen Konkurs gewonnen bei den Hackathon von einer Insurance Company. Also es war mehr Design, weil nicht wirklich künstlerisch, mehr echt Design-based. Und da habe ich eine App erfunden und durch den Konkurs habe ich also schon den Konkurs da gewonnen. Und sind ich dann in ein Startup arbeiten gegangen, an einer Uni zu Lissabon. Und da habe ich dann während 6 Monaten als UI-UX-Designer geschafft und auch als Creative Director. Und dann, dann als Covid kam und ich wollte sowieso nicht mehr auf der Platz arbeiten, ich wollte mich ein bisschen links nach jetzt austesten, so, weil also was ich wollte halt weitermachen. Und dann als Covid kam, ich hatte keine Arbeit mehr. Und da ist auch dann Tattoo entstanden, während Covid. Da habe ich dann angefangen zu tätowieren. Und dann 2020 sind ich dann nach Brüssel geplant. Und da habe ich dann dezidiert, meinen Master zu machen in Innenarchitektur. Mehr also das Innenarchitektur mehr für szenografisch ist passend. Das heißt, alles, was am Theater ist, alles, was Museen sind, Szenografie für Expoen, für voilà, ein bisschen so das dort. Und dann zum Schluss von meinem Master habe ich dann, also war auch ziemlich künstlerisch, also der Master war ein bisschen mehr künstlerisch, wie mega theoretisch. Und dann 2000... Auf welcher Uni hast du zu Brüssel studiert? Bei der ESA Saint-Luc. Voilà. Und dann zum Schluss, also am 2. Jahr von meinem Master, habe ich dann meine Masterarbeit aufgegeben. Das waren dann meine Ceramiken, die wahrscheinlich du schon gesehen hast. Yes. Voilà, das habe ich dann da präsentiert. Und da habe ich dann den Graduation Prize gewonnen zu Brüssel. Und hatte ich dann die Möglichkeit, an einem Museum auszustellen, während 4 Monate am MAD Home of Creators. Und voilà, das ist dann ein bisschen so der Start gewesen für meine Karriere als Artist. Also dasselbe Jahr habe ich dann noch Generation Art gewonnen. Voilà. Yes, oh mein Gott, das ist so viel. Ja. So viel, wirklich. Ich bin gerade so, wow, wo soll man aufhängen? Ich soll davon mal, das ist eine Anekdote, die ich safe hier am Podcast wollte sagen, weil, wo ich auf Satyam war, warst du am LCD manchmal auf Neviam oder so. Und du kannst dich wahrscheinlich gut an mich erinnern, aber ich kann mich an dich erinnern, weil du warst nämlich Facebook-famous. Ja. Ja, du warst Facebook-famous. Der Steven Cruz war Facebook-famous. Ich war so der Tumblr-Boy. Ich hat die krassesten Sachen auf Facebook gepostet damals. Und du kriegst immer hunderte von Likes. Ne? So, Tisch von so länger. Damals 2012, 13, 14. Ja, 2012, 13. 500 Likes in meiner Foto hast auf Facebook. Dann warst du Facebook-famous. Ja, tatsächlich. Das war witzig, dass du mich von da noch kannst. Das ist wirklich, wirklich witzig. Und das ist auch witzig, also zu sehen, wie es sich auch nur entwickelt hat. Weil ich meine, denke viele Leute, die an dem Alter schon so viel geblockt haben und so viel auf Facebook unterwegs waren, so wie haben sie sich entwickelt? Sind sie weiter, sind sie noch immer so am Blogging-Game, wie viel drin oder machen sie noch immer Kunst? Und du musst noch immer Kunst. Ich kann mich noch erinnern. Und spezifisch
ein spezifisches Foto von dir und das war wie du dich als den Hatmaker von ja, genau. alles im Ja, im also Wunderland ja. verklebt, also verklebt oder geschminkt Ja, ist und das ja. war insane. Ja, das war für Fußen, hat ich das gemacht. Und erzähl mal ein bisschen von dem Pass, den du hast. So, du warst schon mega krass in der W zu Lützeburg und ein mega jungen Alter, zum Mulz, wo du dann mal Remetier warst und so weiter. Ähm, was das noch etwas, was du so craves? So am Sinn von den komischen Fame, weißt du, den du hast. Ja, nee, nicht unbedingt. Also, keine Ahnung, also wo ich jung war, habe ich wirklich ein bisschen von alles gemacht. Also auch gebloggt dann. Das war also der cool, die Zeit ist, das war etwas Neues, war schon immer ein bisschen etwas neues Gesicht, die Zeit. Und wenn ich zurückgucken, also dem Moment wird mir auch gut bewusst, dass ich irgendwie famous war oder dass Leute mich so konnten. Und wenn ich zurückgucken, dann Leute mich drauf ausschwätzen nach Haut, sind ich immer so, okay, das mich von dem auch schon konnt. Aber ja, also keine Ahnung, ich war schon immer ein bisschen mehr so an der kreativ irgendwie, aber ich probiert mich irgendwie zu navigieren so und so. Wost du dann von Lützeburg auf Lissabon geplündert wirst, war das dann so ein massive change in deinem Leben? Ja, schon. Also schon noch demals ein massive Change Gesicht, weil also auch wenn es meiner Sexualität also zu Lützeburg war ein bisschen kompliziert, nicht par rapport zu Lützeburg selber, aber par rapport zu mir, zu meiner Familie, wo ich auch, also sie wussten doch nicht. Und an meinem Kopf habe ich dann gesagt, okay, ich muss fortgehen für an die zurückkommen, an Firma fortgehen, an ich werde disappearen, und war doch immer manchmal gesagt am Kopf, an dann war ich bei Lissabon gegangen und war tatsächlich nicht so. Das heißt, schon durch schon mein Leben so in ein Leben aufgebaut, sagen wir mal so. Und voilà, das hat aber auch ganz, ganz viel geändert. Sagst du, dass sich gerade anders das entwickelt hat zu Lützeburg regarding Homophobie und so weiter? Ja, also ich schon Demos auch nicht wirklich gespürt, sagen wir mal so, weil also am Lycée schon, und ich ein bisschen zu spüren gut. Zumals, weil ich nie so gesucht habe. Das heißt, die Leute haben immer assumed, und voilà, vom Assumen könnte noch Bullying dabei, und voilà. Das heißt, wenn du nicht zu das stehst, was du bist, dann kommen die Leute, dann kommen anfangen zu picken. Ja. Aber wie gesagt, also lo habe ich kein Problem damit. Für mich war das einfach just meine Familie, und wo ab dem Moment von meiner Familie war und sie waren okay damit, da war das für mich scheißegal. Der Rest. Okay. Das ist so, dass wir hier in diesem Podcast immer Lieder abspielen lassen. Und du hast auch 3 Lieder mitgebracht. Yes. Was ist das erste Lied, was du mitgebracht hast? Das erste Lied ist von meinem Freund, den Child, und das Close to You. Oh, der Teil ist Close to You von Child. We're locking eyes and I'm touching you, playing around you, kissed me on the mouth, got me a little bit hazy. I like the way we dance, we don't give a fuck. We're expected to be angels, but we're not. And now we're holding hands in the crowd, and it all seems a little bit crazy. Little piece of heaven when I'm with you, 24/7 in bed with you. Skin to skin and I'm feeling, every second I'm healing. Oh, close to you, close to you, close to you. Little piece of heaven when I'm with you. Close to you, close to you. Das war Close to You from Child. Du hast so viele Sachen gemacht und kannst du von dir selber so, dass du genau weißt, was du machen willst? Oh, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich meine, das ist noch immer wie für rund 2-3 Jahre, dass ich, oder so für rund 10 Jahre, dass ich noch immer ein bisschen hin und her schwanken, mit, auch wenn es anterieren, also keine Ahnung, es sind immer neue Sachen, die ich discoveren, und sie sind dann, wow, okay, ich will da doch experimentieren. Aber ich meine, aber lo habe ich ein bisschen mehr in Richtlinien interessiert, das heißt, ich will mehr mit der Kunst zu tun haben, und mehr in dem Milieu auch bleiben. Und du wohnst hier zu Bresel, ne? Willst du auch da bleiben oder willst du probieren, mehr zu Lützeburg Kunst zu machen? Also Projekt will ich schon mehr zu Lützeburg developieren, und auch zu Bresel auch ein bisschen mehr, also developieren, weil bislang habe ich nicht so viel da gemacht. Also ich hatte schon mal an einem Museum, an einer Galerie ausgestellt, aber das Jahr will ich mich aber auch ein bisschen mehr darauf fokussieren, mehr Sachen drinnen zu machen.
mehr auch halt zu Lützeburg, also weil ich aber viel aktiv sind, mehr heil leben vielleicht nicht. Also das gefällt mir, aber durch einen zu sehen, dann können heil nicht kommen. Ja, ich verstehe. Ich hatte auch schon überlegt, vielleicht aber einen Mikrostaat zu zählen und dann immer ein bisschen hin und hier zu pendeln. Ja, also das Lützeburg ist mir nicht groß genug, muss ich sagen. Und, auch als Künstler, ich weiß nicht, du brauchst aber, du musst viel gesehen, viel, auch dein Social Life muss aber viel aktiv sein, fand ich, zum Beispiel mal, für das auch mein Kunst irgendwie kann, da auch etwas erzählen und dann etwas zu machen. Wie bringst du die Kunst oder den Kunst am besten bei den Leuten? Ich meine, ich habe vielleicht ein ganz anderer Approach wie viele andere Leute, habe ich das Gefühl. Auch vielleicht, wenn es mein Background, weil ich aber viel mit Design zu tun habe, dann noch mit Marketing. Und ich habe auch mit Marketing geschafft, also wo ich zum Beispiel zu Lissabon damals an der Startup geschafft habe, da ist viel Storytelling an sich. Also. Und ich meine, ich habe ganz viel von dem Teil auf meinen Kunst drüber geholt. Das heißt, von dem Storytelling, das heißt, wenn ich etwas mache, probiere ich wirklich eine Geschichte zu haben, eine persönliche Geschichte, also eine Geschichte, die es gibt. Und wenn das halt persönliche Sachen sind, das heißt, voilà, ich probiere dann ein Storytelling zu kreieren und das Leute auch verstehen. Weil ganz oft habe ich das Gefühl, dass wenn Kunst so abstrakt ist, dann versteht das keinen. Dann, also just, voilà, die spezifischen Personen, die verstehen. Aber ich will aber, dass meine Kunst ein bisschen wie weit geht. Das steht für reden, sie kann verstehen. Das ist schön, weil das recht, also es gibt viele Leute, die so okay, wenn so eine moderne Musik gehen, sie so, hey, ich verstehe gar nicht. Ja, genau. Und mir das zum Beispiel an Museen fehlt doch dann Deskriptionen von den Werken dabei, also und ich meine, das macht aber auch viel aus. Ja, stimmt. Du hast La Concierge Co. gegründet. Was ist das? Erklär ich das mal. Also La Concierge habe ich gegründet mit Liliana Francisco, hat also auch eine Künstlerin, wohnt auch zu Lissabon und Lützeburg, hat das auch am Schwanken, hin und her. Und wir haben das also das ist eine ASBL, die jetzt seit August geht. Und wir haben das aber angefangen zu planen seit einem Jahr ungefähr. Ja, ein Jahr, für einem Jahr haben wir das angefangen so zu beschwatzen mal. Wie ist die entstanden? Ich war damals zu Lissabon, ich war am Gang eine Masterarbeit zu machen. Und ich war damals nach Lissabon gegangen und schon Liliana da getroffen. Und wir waren am Resto und wir haben angefangen zu schwatzen, dass wir alle zwei Welten auf Lützeburg gehen, weil da aber Opportunitäten zu Lützeburg gehen. Und voilà. Und so ist dann irgendwie entstanden, dass wir darüber geschwatzt haben, was fehlt als Künstler. Und voilà, dann ist La Concierge entstanden in dem Moment. Schön. Und am Anfang war es wirklich ein bisschen, wir wussten nicht genau, was wir machen. Aber das wird sich alles irgendwie so an den Linien gezogen und dann, voilà. Und wenn du an einem Elevator-Pitch beschreiben kannst, was das Projekt ist, oder was das mehr ist? Also wir stehen für Fair Remunerations und Fair Repräsentationen von den Künstlern. Das ist also ganz wichtig, dass der Künstler gut repräsentiert wird, so wie er soll, aber auch gut bezahlt wird. Weil wir stehen, also wir setzen uns an für, dass Künstler auch als richtigen Job gesehen wird. Das ist nicht als Hobby, weil ich mache das zum Beispiel nicht als Hobby und Liliana auch nicht, aber ganz viele andere Künstler zu Lützburg machen nicht als Hobby und du musst aber überleben können. Und voilà, das ist mir probiere wirklich das mehr zu professionalisieren und dass den Artistenjob mir echt geholt wird. Mega, das ist wirklich eine mega gute Initiative. Woher kriegt ihr das Funding? Das ist etwas ganz Gutes zu Lützburg, was wir haben. Das ist ziemlich einfach, Funding zu kriegen, wenn man sich richtig anlädt. Und voilà, das ist, du hast den Ministère de la Culture, du hast d'Oeuvre, du hast Fondation T, Fondation de Luxembourg. Das ist wirklich ganz viele Sachen, die du kannst aufrufen heute zu Lützburg. Vision zu kriegen. Und dann kriegt er die Funding und du mal da bezahlt ihr dann Künstler. Ja, genau. Also wir von unserer Tasche selber, wir sind ja selber Künstler, das hilft mir nicht viel Fundings, wo wir können. Ne? Nee, das durch Finanzieren, wo wir können Künstler bezahlen. Das ist mega gut, weil oft hast du halt Ausstellungen, wo Künstler halt nicht davon kriegen, außer wo sie hier Sachen verkaufen. Dafür, das ist wirklich eine gute Initiative. Und ich fand das mega cool, dass ihr alle junge Gründerinnen seid, weil heinz so gesehen ist Kunst Lützeburg als etwas Elitäres, als etwas alles. Und das Dose bringt mega krass zu frische Wand an die ganze Szene ran. Die hat auch mit La Concierge gerade eine Ausstellung, die heißt Lost Symbiosis, die ist zu Daverding am H2O. Und ich war da auch schon mal die auch geguckt und die ist so cool und die war auch ziemlich anders als von all den Ausstellungen, die ich bislang als Lützeburg gesehen habe. Die hat alles auf Bein gestaltet und die hat dann auch
KünstlerInnen ausgesicht, die du machen. Wie war der Prozess davon? Also ganz am Anfang kommen Münden nicht unbedingt rausgesicht. Also schon, wir haben einen Open Call gemacht. Das heißt, die Künstler könnten sich schon melden mit einer Thematik, die bei Lost Symbiosis halt passt. Weil also alle Künstler sollten abweisen, was irgendwie in Tune ist mit dem Thema auch. Weil wir wollten, dass irgendwie das auch eine rote Faden du hast von den Wirken. Das nicht immer, weil ich öfters das Gefühl, dass dann bis von da, das bis von da und das nicht wirklich versteht, nicht wirklich. Aber dann, du wolltest meist dann dran halten. Wir haben dann den Open Call gemacht, wo sich könnten dann die Künstler melden. Und da haben sich da paar verschiedene Künstler gemeldet, auch ziemlich junge, die noch nie ausgestellt hatten. Und das war aber ziemlich cool für uns, weil wir waren also wie, okay, wir geben den Leuten auch eine Opportunität, ihnen zu weisen, dass es möglich ist zu Lützeburg. Und dass da auch, du mal da kannst so denken und noch evaluieren kannst. Und dann haben wir aber auch andere Künstler, die mir schon so am Blick hatten, auch angelöten. Was war das komplizierst, Doruna, die ganze Ausstellung zu organisieren? Dass wir zu zwei sind. Das ist ganz, ganz viel Arbeit. Also hatte ich nicht erwartet, dass das so viel Arbeit wäre. Also die ganze Bürokratie rundherum und auch mit der ASBL gründen, weil am Anfang kommen wir nicht gedacht, dass wir eine ASBL müsste gründen. Wir waren so wie, okay, wir sind Künstler, wir können das organisieren und die Probleme so kriegen. Nein, das funktioniert nicht so. Also du musst schon da irgendwie in einer Form juridisch existieren. Das heißt, bei uns wird dann ein ASBL, wird Sinn ergeben. Und voilà, das heißt, am August haben wir dann eine SBL, aber du hatten wir schon als Künstler. Das heißt, mir wäre ein bisschen, also das nicht wirklich so Punkt nur Punkt geschieht, mir das so ein bisschen alles so gleichzeitig geschieht. Aber voilà, wir haben da gepackt und voilà, ich bin auch extrem froh, dass wir es gepackt haben. Wo hast du müssen alltag da sein? Wir sind nicht die ganzen Zeiten da, also wir sind just weekends da. Okay. Für die Galerie abzumachen, weil während der Woche ist es sowieso so. Also, und ich meine, es gibt auch keine Sinn ergeben, weil sie da bis 7 abbleiben, die Leute arbeiten bis 6, das heißt, dass du dir verdient, das aber weit. Ja. Voilà, ich meine, während der Woche können sowieso nicht viele Leute kommen. Und wir machen sie just halt ab, also während der Woche von Workshops sind oder Panel Talks. Ja, die hat Panel Talks organisiert und Workshops. Wie sind die gekommen? Ganz gut, weil unser Debüt auch von den Panel Talks und von den Workshops war, dass die Mail-Leute an die Galerie auch kommen und die Leute auch mehr nur von der Kunst zu bringen. Und ich muss sagen, wir hatten den ersten Workshop, das wäre den 16. Dezember. Und da ist es über Non-Toxic Marketing gegangen. Also es war wirklich cool, weil es waren nicht viele Leute da, aber du hast nicht mehr Artisten da sitzen und jeder weiß eh nicht, was die Probleme sind zu Lützeburg und überall besten. Und voilà, du fängst zu merken, also da ist eine Community zusammen können, dann das ist cool. Das ist halt mega schwer, aus meiner Erfahrung hier, Leute um einen Platz zu kriegen. So, für ihr Schnaps zu machen. So. Yeah. Dafür ich war so dicke Respekt, dass ihr das aber gemacht hat. So. Zum Beispiel, wenn es geht, abs zu lehren, weißt du, so, sind sie so, oh, musst du da hin und musst du noch lauschen. So, ja. Nee, also effektiv sind, also nicht auf alle Panel Talks ganz viele Leute kommen oder mehr, also ob die meisten Sachen sind, aber mehr Leute kommen, wie wir gedacht hatten. Auch ob der Vernissage, die viel mehr Leute kommen, wie ich mal irgendwie erwartet habe. Also wir hatten 150 Leute bei. Die hat ja auch die ganze Prominenz von Lützeburg. Das war so wirklich so von Bruce, Child, Jeremy, okay, leider Leute schon im Podcast waren. Das war wirklich cool. Nee, das ist auch cool, die Leute aber dort zu sehen, weil voilà, das weißt du, wenn die Jungen das nicht unterstützen, wen unterstützt das? Geil, das war voilà. Und das ist auch cool zu sehen, dass einfach so viele Junge auch kommen sind, weil vielleicht am Anfang kommen wir das nicht irgendwie erwartet, weil wir waren so, okay, vielleicht kommen ein bisschen mehr ältere Leute, Mammen, also die Älteren und hier und da. Und du noch aber so eine junge Artisten-Community zu sehen, die kennt und die sich einfach dafür interessiert. Das war wirklich cool. Ja, das ist wirklich gut. Wirklich, also ich bin mega froh darüber. Das wirklich so, dass wir frische Wand die ganze Szene können genau. Und schon, dass wir mehr davon brauchen. Was sind die Next Steps mit La Concierge? Das ist eine gute Frage, das weiß ich noch nicht. Also wir haben schon mal ein paar Projekte in Mind, ein paar Propositionen noch. Und voilà, ich meine, wir müssen nicht nochmal fertig kultivieren. Absolut. Und dann so eine Pause machen davon und dann überlegen, okay, was sind die Next Steps, was wollen wir überhaupt da machen? Weil das hätte ich so Projekt Pilot. Also, ja. Voilà. Es brauche ich noch unbedingt eine Pause im Ganzen für freien Kopf zu kriegen und Ideen zu kommen. Genau, und wir noch so viel gelernt dabei, weißt du. Also wir sind am Anfang sind wir mit einer klaren Idee losgegangen, weil haben wir so viel daraus gelernt und so viele neue Sachen entdeckt, dass wir wirklich, also ganz groß dieren ob für so viele andere Sachen.
An eng Sache, die sich auch ganz viele Leute gefragt tun, wie krudier Werbung auf den Busse? Also das war mir nicht, das war mit der DV gemein. Du immer, weil wir schaffen ja mit ihnen zusammen, das ist jetzt eine Partnerin und sie hatten auch ein Budget, das ist sie von ihrer Seite. Sie waren so, okay, wir wollen Busse. Das ist sind dann Busse, also alles was mir war, alles was Social Media Publizität war, und sie haben alles gemacht, was externe Publizität war, das ist alles was der Bausen, ob der Buster, Plakate, die Barschen, die für unter Antritt stehen. So nice, ja. Das war wirklich cool. Also, sie haben noch die Nachweiter gesucht für die Vernissage. Sie haben die Catering offeriert für die Vernissage. Also, das war wirklich cool gemacht, ey. Das tut uns wirklich mega. Ja, das ist wirklich ganz. Also, dafür haben wir auch mit ihnen zusammen gemacht, weil mir war also wie okay. Also, sie haben so viel zu offerieren für den nächsten Event. Wir brauchen wirklich Leute, die uns helfen, weil so viel können wir nicht allein machen. Und das war wirklich so der Sprung an die Direktion. Mega, mir das halt das, weißt du, so Gen Z redet immer über Boomer, ob man Gen Z braucht auch Tölle von der Boomer für irgendwas anzufangen. Und Boomer brauchen noch Tölle von Gen Z für irgendwas nicht allmöglich zu gehen. Ne? Ja. Also wir lehren von den anderen, das ist komplett wahr. Das wahr. Kommen wir noch zum zweiten Lied. Was hast du mitgebracht? East End Coast von Joseph. Okay. Der Titan aus East End Coast vom Joseph. Separately comatose, smoking green and doing blue. We broke into the stately home, but I wish you would take me home. But you're breaking like you've been broken before. Make the best of what's left of our house by the eastern coast. You can take it till you can't take anymore. Don't forget all the mess, all the boys that have come before. Das war East End Coast vom Joseph. Komm ich schwätzlo noch ein bisschen über dich an, auch weißt du, wie sich die letztebäuerische Kunstszene geseist. Wie empfindest du sie? Weil du wohnst ja auch, du hast ja gesagt, dass du nicht heute kannst wohnen, weil du ein bisschen mehr Input brauchst von der Bausen. Wieso meinst du, Kinder zu Lützeburg nicht kriegen? Zumal regarding Kunstszene heute. Also ich muss sagen, weil ich auch nicht wirklich aktiv war während langer Zeit, weiß ich auch nicht wirklich, wie die Lützeburger Kunstszene genau funktioniert. Das sind ja auch alles im Gang nach zu entdecken. Auch mit der Concierge kann, also fange ich gerade an, mehr kennenzulernen, auch die Quantität von Künstlern, die man zu Lützeburg schon, die mir gut bewusst war. Und mehr, also darauf zurückzukommen für am Ausland, wie war das nicht, also für mich wichtig ist, am Ausland zu gehen. Ich meine, also zu Lützeburg schon mal auch die Opportunitäten. Zumindest wenn du studieren gehst, du kannst ja aber ins Ausland gehen. Und Lützeburg pusht dich ja aber ein bisschen für ins Ausland zu gehen. Und ich fand das aber wichtig, weil du gesagt hast aber ganz viele andere Sachen. Du lernst auch ganz viel bei. Und wenn du die Opportunitäten hast für, ich weiß nicht, für verschiedene Plätze zu lernen. Zum Beispiel, wie ich schon zu Lissabon studiert, und dann sind ich aber auch 6 Monate nach Athen gegangen. Und dann zu Brüssel, weißt du, ich habe aber ganz viele verschiedene Sachen gelernt. Und ich habe noch ganz viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Und voilà, ich meine, das sind aber ganz wichtige Sachen als Künstler, die also auch für Empathie zu haben und für, voilà, also dafür schon, das geht extrem wichtig. Und heute zu Lützeburg, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die anderen Künstler, ob die anderen Künstler auch aus dem Ausland waren, also ob sie da tätig waren oder nicht, aber voilà. Wenn eine Sache gegen ihn, die du zu Lützeburg und 10 andere kennst, was wäre also wirklich, dass man mal einen Hund zu Lützeburg, dann wird wirklich, also das, was man halt mit der Concierge bekämpfen und einfach den Job von einem Künstler wirklich zu respektieren und ihn fair zu bezahlen. Und nicht, voilà, darauf warten, dass du musst also bezahlen für einen Export zu machen, dass du 50% hast sofort Gold kriegst von dem Verkauf. Voilà, weil schlussendlich, wenn all die Sachen beikommen. 50%, damn.
Ja, das geschieht leider Gottes öfters. Und bei schlussendlich ist dann nicht gewonnen. Also keine Ahnung, ich hatte schon paar Mal mit Galerien ausgestellt, dann öfters ist das der Fall bei Galerien, dass du 50% auf Gold kriegst. Und voilà, schon weder gewonnen, bon, hast du sogar verloren, weißt du, wenn ich das auch verkaufen. Krass, weil sie sind da so, ja, mir ging dir die Opportunität zu verkaufen. So. Ja, also wir müssen ein bisschen von dem Mindset draufkommen, von der alle Opportunität holen. Wir gehen die Opportunität und Visibilität, ja, Visibilität ist gut, aber Visibilität wird kannst nicht von der kaufen. Kannst nicht davon kaufen. Und, also wie gesagt, das ist gut, Heinz, um bei so Sachen mal zu machen. Ich meine, du musst nicht alles unholen, was könnt. Weil ich meine, die Leute haben ganz viel Tendenz und ich hatte doch alles umzuholen, weil wenn du das nicht unholst, vielleicht ist das die letzte Möglichkeit, die so ist. Nee, also du hast wirklich ganz, ganz viele Opportunitäten dabei sind für die Sachen zu weisen, die Sachen. Und noch, du kannst auch gut auswählen, so mal so. Also die Plätze, wo du willst ausstellen. Dann komme ich auch zum Schluss von der Episode. Und nur dieser Froh werden wir auch das dritte Lied spielen. Das ist auch eine Frage, die jeder hergestellt kriegt. Und zwar, was willst du die Leute bei uns gehen? Ich habe ein bisschen Gedanken gemacht schon darüber, wenn du wirklich etwas willst machen. Also auch, ich weiß nicht von, egal was, aber zum Beispiel am künstlerischen Bereich, du musst keinen Job von 9 to 5 akzeptieren. Du kannst auch andere Sachen, du kannst auch andere Möglichkeiten. Ich habe das nie gemacht. Und keine Ahnung, ich evaluiere. Voilà, und wisst ihr, wir evaluieren aber, wir packen dabei hin, weil ich meine, ganz viele Leute fehlt einfach, wisst ihr, den Hunger für das zu machen, was sie wirklich wollen. Und sie lassen sich ganz viel influenzieren von der Societät. Und heute zuletzt beschmecken statt immer mehr, seit ich noch im Trick sind, dass du musst ein Haus kaufen, du musst ein Auto kaufen, du musst so viel Schulden auf der Bank und von Prägen, weil du musst einfach den Standard tun von dem Lebensstil, also von was die anderen Leute halt machen. Das heißt, du musst selber sein wie sie. Und dafür muss ich sagen, dass ich auch lieber zu Bresel wohnen, weil das die Pression spüren ich nicht. Und ich meine, wir mussten ein bisschen davon wegkommen. Und auch die anderen Sachen fangen so lohnen und ich weiß nicht, also keine Ahnung. Und wie gesagt, also den Dingen vom Job da, von 9 to 5 nicht mehr akzeptieren. Und du kannst machen, was du willst, und den eigenen positiv probieren. Das ist schön gesagt, und ich bin noch 100% der Meinung, dass es auch so funktioniert, wenn schon de Privileg huet zu wohnen, Höllle zu kriegen und so weiter. Genau. Dann natürlich kann nicht jeder dat, so nicht jeder kann statt lesen und so weiter. Muss ich noch bedenken. Aber für die können, und einfach noch in 9 to 5 choose, also in 9 to 5 wählen und sich auch noch darüber abregen, dann sind ich immer so, ja, weißt du, so, du kannst es anderen. So. Du kannst es anderen, genau. Aber voilà, also viele Leute fehlt halt die Courage an. Ich verstehe nicht, also keine Ahnung, wenn eine ganze Societät irgendwie so dort gedriven ist, das zu machen, dann ist es natürlich schwer, ein bisschen raufzuspringen und so, nee, ich mache das nicht. Ja. Nee, voilà. Schon ganz viel, also mein ganz Freundeskreis lebt am Anfang ein bisschen die Lifestyle wie ich, dass sie wie Freelancen oder einfach nicht die ganze Zeit nicht selber machen und sie sind alle mega zufrieden, weißt du? Sie sind alle mega zufrieden und Sagina war heute letztes schon ein bisschen als Alien angesehen, also ich auch, ne? Ja, und ich meine, du wahrscheinlich auch. Ja. Und das ist ein bisschen schön, weil wir sind keine Aliens, wir sind einfach letzte Woche die nicht das machen, was die drehen möchte. Ich meine, das kennt ganz viel mit der neuen Generation auch tatsächlich was anderen, also keine Ahnung, wie gesagt, dafür sollte ich auch führen, dass es wichtig ist, am Ausland zu gehen, für andere Sachen zu sehen, weil ich meine, die Menschen, die das machen, sind noch Leute, die studiert und dann also am Ausland waren. Das heißt, voilà, das bringt einen ganz anderen Input auf das Land. True. Maja, was ist denn das letzte Lied, was du mitgebracht hast? Ja, ich finde ein portugiesisches Lied mitgebracht. Und das von, sie heißen Fado Bicha. Okay. Und das Lied heißt Crônica do Macho Discreto. Ich schwätze einfach mal mit meinem brasilianischen Akzent aus. Das heißt Crônica do Macho Discreto vom Fado Bicha. Estás a 100 metros de mim, no teu carro, no Cristo Rei. Não ando fotos assim, eu não sou gay. Só quero experimentar novos desejos, mas sem nos vermos
Vou conhecer-vos e nada de beijos. De quem eu gosto é a minha namorada. Vai entender, ela não pode saber de nada. Okay, der dritten Lied, also du sollst ja das hat Fado, also ich habe nicht gedacht, dass es so ging klingen. Mega cool. Maja, vielmals merci, Steven, dass du heute dabei warst, heute mitgemacht hast und noch alles, was du geshared hast. Ich bin gespannt, ob die Projekte, die kommen, ob die neue Sachen, die kommen, und noch mit La Concierge. Vielmals merci. Merci dir und merci dem Kulturkanal. Dem Kulturkanal. Das was der Kulturkanal für mich gesagt hat. Ja! Kultur.alu und Radio Ara. Radio. Ja, also merci dir und merci Kultur.alu und Radio Ara. Ja, ciao, ciao. Ciao. Das war Kultur pur. Der Podcast für einen anderen Anblick an Kulturszenen zu Lützeburg. Ciao, ciao, wir sehen uns.